Der Tausig-Schön ist vor seiner Hundehütte gelegen und hat von seinem vergangenen Leben als Strassenköter geträumt. Hey Tausig-Schön, schlafst du noch? Schau, ich habe hier etwas Feines mitgebracht. Die Stimme hat zum Friedhelm gehört. Er war der Hauptverantwortlich für den Tausig-Schön. Er hat ihn einmal vor einem grossen Hund gerettet. Und seitdem wohnt der Tausig-Schön mit seinen Freunden, den Gartenzwerg, in einem Schrebergarten. Hey Friedhelm, hast du etwas schon gefüttert? Heute Nachmittag sind doch ich und Steffi dran. Komm, Radiesli, das ist doch nicht so schlimm. So wie ich den Tausig-Schön kenne, futtert er auch das noch auf. Das sind Steffi und das Radiesli. Sie sind Zwillinge und gute Freunde von Friedhelm. Mit ihm zusammen schauen sie abwechslungsweise zum Tausig-Schön. Das Radiesli heisst richtig Karsten Rademacher. Weil er aber fast den Kopf kleiner war wie die Steffi, hat er den Spitznamen Radiesli bekommen. Wenn jemand vom Essen redet, bist du immer der Erste. Gell, Tausig-Schön? Wenn er beim Lernen nur auch so dabei wäre wie beim Futtern, dann könnte er schon der beste Detektivhund der Welt sein. Das hat natürlich nur der Kalle sein. Er ist der Meinung, dass er der beste Detektiv außerhalb von New York ist. Darum hat er auch eine Detektivbande gegründet, namens Kalle und Kompanie. Steffi, das Radiesli und der Friedhelm sind seine Mitarbeiter. Der Tausig-Schön ist als halbes Mitglied auf die Probe aufgenommen worden. Dem Hund war das nur recht. So hat er nicht mehr auf der Straße leben und ist von 4 Kindern nach Strich und Faden verwöhnt worden. Lass den Tausig-Schön in Ruhe, Kalle. Mir gefällt er so, wie er ist. Außerdem, was sollen wir mit einem Detektivhund, wenn wir doch keinen Fall zum Lösen haben? Seit unserem Schulausflug ist nichts mehr passiert. Oh, das ist ja auch kein Wunder. Wenn wir nur rumsitzen und den Hund füttern, spüren wir natürlich keinen Verbrecher auf. Ich treffe nachher gerade meine Mutter. Ich könnte ja mitkommen. Vielleicht entdecken wir etwas. Klar, zum Beispiel ein Omi, das bei Rot über die Strasse geht. Also das wäre doch ein toller Fall für Kalle und Co. Euch fehlt einfach der nötige Ernst. Wir kommen mit, Friedhelm. Möglicherweise machen wir ja wirklich ein paar interessante Beobachtungen. Manchmal stolpert man einfach so ganz unverhofft über einen Fall.